begrüße euch ganz herzlich heute nur in der EWB auf Wissensbildung. Mein Name ist Nora Schleich. Ich bin heute Programmkoordinatrice und schwange viel von euch hatte mit mir ge-E-Mailt, wenn es dem Novent. Also ich bin froh, für die in den Heuers. Vielmals merci. Vielmals merci auch für Ihre Courage. Das ist kein einfaches Thema. Und der Wissensbildung hat letztes Jahr in Zyklus lanciert Tabuthemen. Tabuthemen, die brauchen Öffentlichkeit, nämlich, weil es ein Phänomen ist, also in diesem Fall Essstörungen, die in unserer Gesellschaft frequent sind. Sie gehen aber nicht so ganz gerne angeschaut. Das ist ein bisschen abstrakt, das ist ein bisschen unangenehm, aber nicht minder wichtig, weil wir eine Gesellschaftsbilder sind, die für einen da sind, muss man sich auch kümmern um Sachen, die hanst du ein bisschen unbequem sind. Das ist den Zyklus Tabuthemen, angefangen war das Jahr mit bisexuell, heute den zweiten Abend mit einem Thema, was nicht mehr einfach ist, Essstörungen. Ein paar Stimmen von draußen, die ihn hört, weil ihn Anorexie hat. Ich habe das gekannt, aber ich wusste nicht, dass Anorexie wirklich eine Krankheit ist. Ich habe gesagt, ist das eine Krankheit oder ist das so ein Phänomen? Du siehst so schlapp aus, als in der Reihe. Wie könnt ihr es wohnen, ihr so an der Öffentlichkeit zu weisen? Sie sind eine Gefahr für uns Kinder. Du siehst aus wie frisch aus dem KZ. Deine Haut ist ziemlich durchsichtig, bist du krank. Aber das ist stellt, soll einfach Pizza essen. Ein paar Stimmen von Bonnen, wenn ihn Anorexie hat. Willst du das wirklich essen? Ach komm, 2 Kilo, die packst du wohl noch. Du Fettko, wenn du das ist, dann warst du richtig schwach. Das ist nicht einfach, damit umzugehen. Magersucht, Esssucht, Friersucht geht doch. Das sind Sachen, die kann ich nicht wirklich nur vollziehen, weil ich sie nicht selber hat. Essen ist doch für die meisten Leute ganz normal, oder nicht? Magersucht oder andere Essstörungen sind eigentlich genauso frequent wie die Individuen. Jeder kann so eine Störung haben, mir das nicht oft gewusst, was ist das? Ich habe gesagt, das ist ziemlich abstrakt, das ist mental. Gebrochen Bein, der Schnapp, das ist viel mehr einfach zu verstehen. Die Körperleute, die Seelenleute, die emotionale Welt gestört, das soziale Umfeld zerbricht. Alles geht krankhaft, was mit Essen zu tun hat. Es ist nicht mehr möglich, sich aus dem Band zu befreien. Es gibt noch ein Thema, Essen. Oder nicht essen. Aber wenn der Kopf ist krank ist, wenn die Krankheitskontrolle geholt hat, dann geht es um alles, nicht mehr um mich selber. Es gibt einen Kampf gegen sich selber, an sich selber bonnen dran. Ein Kampf gegen seine Stimmen. Ein Kampf, den mit Zwang zu tun hat, mit Qual und mit Hass. Was meine ich da, wenn mein Kind eine Essstörung hat? Hat er eine Essstörung? Mein Partner, muss ich dem helfen? Was kann ich machen? Wie kann ich ihm helfen, die schlimmen Gedanken loszugehen? Wieso geht mager sein, dünn sein, aber noch immer so verherrlicht? Gibt es Alternativen zu Therapien, die invasiv können sein, wo ihr gefedert gehen muss, wo ihr keine Kontrolle über sich hat? Hier ist es Rolle in der Gesellschaft, wo man perfekt Körperbilder propagieren, wo man extrem Leistung muss bringen, wo Harmonie und Wellbeing muss erreicht können gehen. Aber ich gehe aber an die Schule, ich habe aber auch Hobbyen, ich muss arbeiten gehen, ich habe aber eine Beziehung, ein Haus, ein Stuhl, einen Beruf, all das muss klappen. Sind ich vielleicht nicht gut genug, weil es nicht ideal klappt? Vielleicht geschehen auch noch schlimme Sachen, Situationen, die ich nicht gut verkussen. Die Weltlage ist ziemlich hängend, auch am Moment. Ich habe das Gefühl, Kontrolle zu verlieren von dem, was draußen ist. Vielleicht will ich nicht mehr gesiegt gehen. Ich gehe ganz dünn. Vielleicht brauche ich einen großen Schutz in mich rundherum, ich gehe ganz dick. Wenigstens kann ich noch mich selber kontrollieren, wenn der draußen aus der Fuge lebt. Vielleicht kriege ich mich einfach gar nicht mehr kontrolliert. Auf alle Fall, wenn die existenzielle Lebensgrundlage Essen gesteuert wird, da geht alles anders. Auf einmal ist der ganzen Alltag nicht mehr möglich. Und das oft jahrelang. 30 Frauen könnt ein Mann mit Essstörungen. Wir sind halt ein bisschen mehr gleichberechtigt. Wir haben den Steve Görent hier sitzen, frühere Betroffenen von Esssucht, aber auch Bulimie. Die hat mich, früher Betroffene von Anorexie.
Wir haben Madame Claudia de Boer, sie als Psychotherapeutin spezialisiert auf Essstörungen. Mit Madame Céline Janson, sie ist Diätetikerin und schafft mit ihrem Programm Mindful Eating zum Thema achtsamen Umgang mit dem Essen. Haben wir Madame Gabi Stein, Mom von einer früheren Betroffener, und das mengt man, wie ihr vielleicht schon gesagt. An aller Transparenz wollte ich das sagen, schon sie gefragt, ob sie könnte dabei sein, weil ich weiß, dass sie heute kann nur so viele Jahre drüber schwatzen und dass sie nicht mehr umwerft, so wie damals. Wir werden lo ein 3-4 Stunden schwatzen, ein Panel, vielleicht auch ein bisschen mehr lang, ein bisschen mehr kurz, mir gesehen, wo die Welt uns hinfährt. Das Mikro geht sicher abgemacht, nur für ihr, wenn aber dazwischen da besonders wieder ich wollte mal den Zeck nicht, wir sind in der Diskussion. Ich wollte auch noch darauf hinweisen, haben drin stehen Leute von AFP, Familien- und Erziehungsberatung. Sie können Jungleute an Schachschulen beraten oder auch ältere beraten, die nicht betroffen, die angehören, dass sie von einem Betroffenen. Unter anderem will ich auch auf die solchen Akteure hinweisen, die aber schon gehen, die sich mit dem Thema beschäftigen, für allem für die Message zu gehen. Es geschieht schon viel und dass sie nicht mehr lang auf einer Tanzdomain. Die Bewusstseinsarbeit, die wir heute leisten, leid mir immens viel Herz, wie der wahrscheinlich schon gemerkt hat. Aber wir wollen der Abend dann noch mehr machen, nicht nur zum Thema Essstörungen. Wir haben auch ein Gesprächskreis lanciert am Vorfeld von dieser Runde, den ist schon ganz gut gelaufen, war ganz intensiv, aber auch ganz interessant. Aber wenn du Bedarf hast, könnt ihr euch gerne melden, wenn ihr wollt, vielleicht teilholen. Für das wir als kleiner SBL die Abend weiter können fahren, haben wir auch eine spannende Box da hingestaltet, wo ihr hin könnt. Eigentlich, wenn ihr wollt, gucken, ob ihr wollt etwas dran haben. Ich will bestimmt etwas vergessen, mir das fällt mir nur noch an. Ich wollte aber aufhängen, mit einer kleinen bisschen mehr so mal theoretischer Entree, vielleicht mal wissen, was das überhaupt eine Essstörung, wenn ich schwarz mal von einer Essstörung, was gibt es von Essstörung, weil ich schon viel von Magersucht geschwärzt, mir gibt noch viel anderes. Und da wollte ich Madame de Boer fragen, könnt ihr als einen kleinen Overview gehen, was ist überhaupt eine Essstörung, wenn ich schwarz mal davon? Also ich erkläre vielleicht mal die wichtigsten Aspekte, die 3 Essstörungen, die hauptsächlich Hautthema werden, sind, betreffen. Also das echt war die Magersucht am Deutschen oder die Anorexia nervosa. Bei der Störung, also so, dass die Betroffenen viel Männer essen, wie sie eigentlich bräuchten, für ein normales Gewicht zu haben. Das heißt, sie losen ganz viel, oft Mulzischten aus, sie losen ganz viel Nährstoffe, Wäsch an und allem Fett an Kohlenhydrate. An dem Verlauf von der Erkrankung reduziert sich auch die Menge von Nahrungsmitteln immer mehr, die sie essen. Das Gewicht geht immer weiter hoch, ganz extrem teilweise. Das aber so, dass die Betroffenen das nicht so empfangen. Sie haben trotz extremsten Untergewicht entweder den Eindruck, dass es gerade richtig ist, oder sie haben den Eindruck, dass sie aber noch fett wären oder an bestimmte Plätze im Körper fett wären. Das nennen wir mehr eine sogenannte Körperbildstörung. Die Betroffenen haben Wahnsinnsangst beizuholen. Sie reagieren schwer depressiv, wenn das Kilo hochgeht. Und sie machen alles Mögliche, um das Gewicht hochzuhalten. Das bedeutet zum Beispiel, dass sie auch jeweils Medikamente holen, zum Beispiel Abführmittel oder so Sachen, um das Gewicht hochzuhalten. Ja. Bulimie vielleicht dann? Ja, das ist schon, man muss unterscheiden. Bei der Anorexia nervosa gibt es 2 Formen, das sind die Patienten, die tatsächlich nimmen quasi durch Ballnächt Essen aufholen. Wir haben noch eine andere Gruppe, bei der also so, und das ist weil die größte Gruppe eigentlich von Patienten, die entwickeln am Laufe von der Zeit Attacken, wo sie große Mengen an Nahrungsmitteln, und zwar gerade die sich normalerweise verbieten, essen, und dann natürlich die Ängste kriegen, über die ich geschwart habe, und dann versichern, das Last zu gehen, meistens mit Erbrechen, oft aber auch zum Beispiel durch Einnahme von Abführmitteln, also Laxantien oder andere Medikamente wie wassertreibende Mittel und ähnliches.
Das wäre mal die Anorexie, dann kommt die Bulimia nervosa und da gibt es eben, also das wäre der sogenannte Binge-Purge-Typus. Und dann gibt es eine Erkrankung, die nennt sich Bulimia nervosa. Das ist im Grunde auch dieses Binge-Purging-Verhalten, wo die Patienten regelmäßig Essattacken haben. Also es gibt quasi diagnostiziert, war nicht mindestens einmal die Woche geschieht, an dann auch sogenannte kompensatorische Maßnahmen weisen, um das Last zu gehen. Zwischendrin, also die Betroffenen haben ähnlich wie die anorektischen Patienten auch eine Körperbildstörung. Die meisten von ihnen sind normalgewichtig, sie haben aber oft den Eindruck, eigentlich zu dick zu sein. Und ich etwas vergiss. Wir können noch ein oder Druck zu schwarz kommen. Genau. Und das andere und die dritte Gruppe von Patienten, die haben quasi nimmen Essattacken. Also die machen nicht, um irgendwie quasi das ganz drum Last zu gehen. Und das bedeutet auch, dass viele von denen Patienten übergewichtig bis stark übergewichtig sind, aber nicht alle. Also die sogenannte Binge-Eating-Störung können auch Leute tun, die quasi ganz normalgewichtig sind. Dann fällt es natürlich überhaupt nicht ab. Ne? Genau. Vielleicht eng auch noch zum Schluss. Also das, was ich sagen wollte, als sowohl die Bulimie-Patienten wie auch ein Teil von den Binge-Eating-Patienten weisen auch am Tag kein normales Essverhalten. Das heißt, sie essen relativ wenig, sie diätieren, weil sie immens Angst tun beizuholen und unbedingt wollen, dass das Gewicht nicht hochgeht. Und die Essattacken, die kommen dann oft, nicht immer, aber oft dann mittags oder oves, wann sie dann quasi von der Schule oder von der Arbeit kommen. Okay. Merci für den. Also es gibt noch eine Essstörung, entschuldigen, möchte ich aber vielleicht nicht unbedingt hier erwähnen, weil es geht uns mehr um diese Form von Essstörung. Gibt wirklich ganz viele Störungen. Und ich so denke, gehen so viele Störungen wie Leute geben mit einer Störung. Typisch fragen auch immer andere Auswirkungen an anderen Umgang. Ich sage immer, es weiß nicht wirklich, was das heißt, nicht essen zu können oder nicht richtig essen zu können, bis ich nicht mehr richtig essen kann. Und das sind manche wichtigen Teil von der Bewusstseinsarbeit, wenn ich probiere, seine Erfahrungen mitzuteilen, für die Leute, die nicht wissen können gehen oder wissen mehr können nachvollziehen, wie es war. Weil die gesehen, es geht in dick, es geht in dünn, es ist auch nicht, aber was heißt das wirklich am Kopf? Und das Problem ist oft primär am Kopf. Steve, wie war es bei dir? Was hat es bei dir geheißen, dass du nicht mehr richtig essen konntest? Ja, bei mir war eben hauptsächlich die Sucht, wie ich so am 4. Schuljahr, 5. Schuljahr hat es angefangen, dass es einfach, dass ich ohne Grund, auch ohne Hunger einfach gegessen habe, für vielleicht auch Sachen zu vergessen, die an der Vergangenheit geschehen sind. Und das war auch eigentlich damals ganz egal, was ich gegessen habe, einfach das, was gerade da war, habe ich gegessen. Ob es mir geschmeckt hat oder nicht. Ganz viel Milchprodukte, komischerweise ganz viel Milch auch getrunken. Dann danach, wie ich an den Lycée gekommen bin, war quasi der Gegenteil. Da hatte ich Bulimie, das heißt, habe ich eben auch die erste Attacke gekriegt. Und sind dann danach eben auf die Toilette gegangen für zu erbrechen. Und da haben die Leute aber quasi am Anfang nie etwas gemerkt, weil sie einfach durchstehen, ja, hier geht an den Lycée, das ist der Wechsel von der Primärschule auf den Lycée, hier geht an Wussen, geht noch mehr groß, wie schon ist. Und da so sich die Leute da gesagt, ja, dann da geht es ja in die richtige Richtung. Da hat aber nie in sich gefragt, hat vielleicht ein Problem oder bis dann eng Schulkameradin man nogegangen ass an du bemmer gesot so wat müsst du eigentlich immer do direkt wo magiers hun an du hast dat de rauskommen an voilà. Also ich hat die 2 Seiten. Hast du auch dann den Krisch am Kopf ganz viel damit beschäftigt und dann Ja, ich kann doch wie soll ich so eine Schume auch nie so egal wie schwer hun ich mich nie akzeptiert.
schon noch immer die Wahrnehmung, wie zum Beispiel am Spiegel, wann ich da mal ein bisschen mehr aufgeholt hat, und ich mich aber noch immer so gesehen wie vier Drohnen, sogar Haut könnte man das noch heute dafür. An einfach, ja, wie du siehst, der Christo einfach, wenn ich da wollte auffüllen, dann hatte Hunger und ich gesagt, nee, du hast noch nicht, bis auf B-Punkt. Und ich einfach gehst, und dann habe ich dann das doppelt gehst. Also, das war immer von jungem quasi immer Hauptthema. Sie wird daheim oder an der Schule oder, voilà. Wie ich krank gesehen hatte, war ich noch ziemlich übergewichtig. Ich war von Anfang an ein bisschen mehr dicker weh. Hunden dezidiert radikal aufzuholen. Ich weiß noch immer nicht bis heute, wie ich auf die Idee komme. Und ich hatte schon 20 Kilo rauf, aber noch 80 Kilo auf der Rippe und hatte wahrscheinlich schon eine Steuerung entwickelt. Da war kein Hund zu mir gesagt, ich meine, du hast eine Steuerung, weil ich war noch übergewichtig. Und da mir ist auch schon darum gegangen, was darf ich nicht essen. Das war dann ungefähr alles. Ein halben Apfel am Tag war okay, besser Männer. Und das ist nicht mehr nach darüber gedreht. Ich hatte gar keine Pause mehr von den Gedanken um Essen und um Nicht-Essen. Ich habe mich immens viel mit Essen beschäftigt. Ohne nur aber Essen zu dürfen. Und war alles in meinem Leben hat sich just nach darüber gedreht. Das war ein immens Pengeschlung, ein Qual. Weil es gar nicht mehr im Schloss gelassen hat. Und ich hatte keinen Frieden mehr und nichts, ich hatte keine Kraft mehr. Und dann bin ich mal gedacht, also ich habe einmal gemerkt, in einer langen Zeit, wie all mein Umfeld schon gemerkt hat, dass du etwas ganz ferm schief lebt, dass etwas schief geht. Ich hatte bis zum Letzten gemeint, das wäre alles okay. Und dann sagt mein Körper, aber ich meine, das geht nicht so. Ich meine, du stirbst lo. Das ist das, was so schwer ist, weil das kann auch am Klange geschehen oder am Versteckten geschehen, dass in einer Erstörung entwickelt war, nicht vielleicht nicht extrem sich weiß. Und in ihrer Praxis oder auch mal am Johnson seht ihr auch Leute, die eigentlich normal ausgesehen haben, aber sich nicht können wehren gegen die Stimmen, die auf einmal auftauchen am Kopf. Ja, ich mein, muss auch mal unterscheiden zwischen einer Ehesteuerung und einem gesteuerten Ehesverhalten. Ne? Gibt ja, ich hatte noch ein Spektrum von den Ehesteuerungen von Leuten, die nicht unbedingt genug Kriterien erfüllen, für Diagnose zu stellen von einer Anorexie, einer Bulimie oder einem Binge-Eating-Disorder, mit der aber Einzelkriterien vielleicht erfüllen. Ne? Und in anderem, ja, da sind Decision war den dann lo ist drang beim Koppel, das einfach den Körpergefühl gar nicht mehr da ist. Also da das oft schon bei Leuten auffällig, die viel Diäten haben zu schon, die viel vorbausen diktiert kriegt, was sie sollen essen und Körpergefühl verloren haben. Ne? Ja, ich hatte auch gar kein Hungergefühl mehr. Ich habe mir das ganz oft trainiert. Und bis heute kein Hungergefühl. Ich gehe just nervös und knadderisch. Und dann weiß ich, dass ich etwas essen sollte. Wie ich habe gesagt, das ganze Umfeld hat ein bisschen mitgekriegt. Und Gabi, du stutzen dich lo. Ich kann das ja schon. Du hast ziemlich schnell gemerkt, dass du etwas nicht gestimmt hat. Kannst du kurz schildern, wie das für dich war, mitzukriegen, was du geschieht hast? Also am Anfang wäre es ja ganz gut, weil ja gemerkt hat, du wolltest aufholen, was ich auch gedacht habe, zum Beispiel, dass das eigentlich ein gut Dingen. Aber auf einmal, als das schon nicht im Körper selber gespielt, da geht etwas schief. Das ist nicht mehr normal, so wenig zu essen und auch die ganze Zeit das Essen, das so den Thema. Also das war wirklich ganz schrecklich. Also wenn wir abkaufen wären, da wäre es stundenlang, Stunde mehr für den Erstfuhren, für zu gucken, was kann ich, was können wir kaufen, wo sind die meisten Kalorien dran, und hier und da. Also das wäre schon extrem. Aber wie gesagt, ich habe nicht gespielt, dass das erst im Ruder lebt und dass man durch einfach vergisst, die Bremse zu ziehen. Und das wäre aber schon relativ spät, aber es wäre noch immer. Es folgt noch immer in einer Challenge schon, wo ich gesagt habe, das ist gut, das geht durch, du siehst gut aus. Nee, ich hätte aber noch gern, du wärst effektiv schon ganz zu spät und du konnte ich nicht mehr machen. So. Ich werde schon machtlos, auch von den Gesprächen, ich meine, das ist einfach, da kann ich schwätzen, kann ich noch mit der Mauer schwätzen. Wenn ich so an den Dingen dran ist, da kriegt ihn das vorbei, will den nicht unholen und der den doch wahrscheinlich nicht mehr, denke ich mal.
Madame de Boer, wann Ugeheieren dabei ich kommen, also holte die auch dann mal Madame Therapie. Wie sieht das aus, die Äußerungen, die du hörst, ist das etwas, was den oft lo da begehen in der Therapie? Ja, also ich hole. Ich brauche den Mikro. Ich meine zwar Einzeltherapie, aber ich hun regelmäßig dann auch, wann es geht, und wenn die Angehörigen bereit sind, auch mal zu kommen, die Angehörigen mal dabei. Das ist relativ, und es gibt ja auch Leute, die wirklich nimmen Familientherapie mit den Betroffenen machen. Das ist ganz typisch, aber was ich ganz interessant fand, ist, dass es nicht immer so offen ausgeschwart geht. Also die Schwierigkeiten, die da sind, da brauchen die Familien oft eine Zeit, bis sie das wirklich auf den Tisch legen. Ne, und dann kriege ich nur in einem halben Jahr oder drei, 4 Jahre kommt plötzlich noch mal etwas auf den Tisch, wo ich denke, das ist ja interessant, ne? Wo eben solche Schwierigkeiten da sind, da das den Familien natürlich ganz unangenehm, ne? Also da Matze krähen, schon da gar kein Abfluss mehr drauf, wie dir gesagt wird. Ich kann schwätzen, wie ich will, ich kann machen, was ich will, das geht nicht. Das ist für die Familien ganz schwierig. Aber das ist ziemlich abenteuerlich, was zwischen den Betroffenen, besonders wenn sie magersüchtig sind. Bei Bulimie ist es oft nicht so schlimm. Kommt ein bisschen drauf an, aber besonders wenn das Gewicht dann so hoch ist und natürlich die Familie enorme Ängste hat, was geschieht, weil es gibt ja auch einen gewissen Unde von den Patienten, die stirben, das sind wirklich sehr abenteuerliche Interaktionen zum Teil, wo Auseinandersetzungen so sind, wo die Eltern extrem Druck machen, die Betroffenen weher sichern, für rauszukommen aus dem Druck und so weiter. Also schon ganz heftig. Also ich muss schon sagen, ich fand das immens interessant, dass ihr so, dass auch die Familien damit an die Therapiestunde können kommen. Also die, zu der Zeit, wo das wäre, also das gar nicht gehen. Oder mir nicht gewusst. Ja. Weil das wäre immens wichtig, dass ihn zu zwei, also allein, also in allein. Der Betroffene ist allein, aber auch die Eltern sind allein oder ein älteren Teil ist allein. Und das ist für mich auch, denke ich, immens wichtig, dass ihn nur zu Familie oder zu zwei dat oder zu drei mit, weil das ist viel mehr einfach, denke ich, im Moment. Das ist schon ganz wichtig. Ich muss so, und es gibt eben unterschiedliche therapeutische Konzepte. Ne? Also wenn dir einen kognitiven Verhaltenstherapeuten holt, den geht vielleicht, zumindest war es früher so, da das ja auch schon eine Zeit, den geht nicht so viel mit den Familien schaffen. Bei mir hängt es auch stark natürlich davon ab, wenn ich erwursene Klienten hun an die so ein Carrément, nee, da kommt kein an Therapie, ist für mich auch in Ordnung. Da schwätze ich halt so mit dem warten berät as über die also den Umgang matten hin. Ne? Aber das bei Jugendlichen zum Beispiel ist es, kann in das gut nicht, da muss in mit der Das ist eine Familie immense schaffen. Verantwortung, die ihn als Eltern Teil hat. Und wir sind effektiv Eindeutig. nicht, wie geht das ganz weiter? Ja. Wie geht das ganz weiter effektiv? Also du hättest schon Angst, das stimmt schon. Ne? Ja. Ich habe beim Kannerjurentelefon angerufen, aber beim älteren Telefon, den es auch gibt, für die Leute, die das nicht wissen. Und schon sie gefragt, wie viele Leute rufen dann an beim Kannerjurentelefon, wie viele Kannerjugendliche rufen an und thematisieren Erststörungen. Und letztes Jahr waren der 15, just das Jahr vorher waren der 19, also das pendelt so die Zahlen, was bestätigt, dass es ein ganz großes Hemmschwelle gibt, wie das unzuschwätzen. Natürlich auch vom Betroffenen selber. Da habe ich gedacht, okay, da rufen wir mal beim älteren Telefon an, weil vielleicht sind da mehr Eltern, die sich mit dem Thema Kipperfunde kann oder mit dem seelischen Leben bei einer Erststörung also nicht setzen wollen oder müssen, nicht einen angerufen. Was mich daran bestätigt, dass es nicht gewusst ist, dass es immer mehr aber Akteure gibt, wo wir uns können melden und darüber kommen wir mich später auch noch zu schwätzen. Ich gebe gerne ganz kurz op die Frage zurückkommen, wieso aus Erststörung so ein Tabu? Ich habe mal den betroffenen Eltern geschwärzt und die mir gesagt, wir hatten eigentlich, die Junge ist ganz dünn gehen, und wir hatten eigentlich gemeint, es wäre Krebs, aber du warst eine Erststörung. Das heißt, es war mehr schlimm, für sie war mehr belastend zu wissen, es war eine Erststörung. Du haben wir aber nicht schief gelaufen, mir keine Schuld drunter. Das war direkt ganz unangenehm und natürlich extrem heftig fand, die Gegenüberstellung. Ich hätte lieber für nicht das. Wieso war es denn Tabu? Was möchte ich sagen so delikat? Das weiß ich nicht, vielleicht auf Anhieb. Ich hatte eine kleine Reflexion.
Essstörungen haben ganz viel mit Murcht und mit Kontrolle zu tun. Murcht über mich selber oder ich will Murcht ausüben, an dem ich nicht mitmachen, ich will mich nicht opfern, mich nicht fügen. Vielleicht will ich mich auch gerade an binden, weil ich mich aufhängig mache, ich kann nicht mehr lang essen. Das sind ganz schlimm, das sind Strukturen, die in der Gesellschaft nicht gerne angeschaut gehen. Aber beim Abus sexuell hatte ich den nämlichen Eindruck. Es geht um Hierarchien, es geht um Murcht, die kann ausüben über sein Opfer. Das Problem von Kontrolle und von Murcht in unserer Gesellschaft ist so innerschwellig Präsenz, dass die Störung dadurch auch zum Tabu geht. Steve. Du guckst gerade so grübelnd. Was meinst du? Was war das bei dir auch da, weil das so delikat gemacht hat, dass du keine Kontrolle mehr hast? Bei mir wäre es so, eben, wie ich schon viel gesagt habe, wäre immer ein Thema, und egal wo es gegangen ist, wäre es auch immer ein Thema. Sie wird daheim an der Familie. Wenn Mom dann, wie meine Mama hat sich immer dann darum gekümmert, dass ich aber immer ausgewogen ist und auch noch gesund. Was da dann aber an die Schule gegangen, an den Doktor rauskommen, gouf auch direkt davon geschwärzt, hey, ihre Jung ist zu dick. Da können wir noch dabei, dass sie dann natürlich auch in der Schule gehänselt goufst. Und dann, wie soll ich sagen, dann zieht den sich zurück. Du willst das Thema gar nicht ausschwätzen und schon gar nicht draußen. Wie soll ich sagen, ja, du ziehst dich zurück und du willst eigentlich von draußen nichts davon erhören, von dem Thema. Ja, ich wollte vielleicht noch dazu sagen, ich weiß nicht, ob immer direkt mit Murcht zu dienen und mir oft hört, da zu dienen, seine Position an der Gesellschaft zu finden oder seine Position innerhalb von einer Familie zu finden, innerhalb vom Freundeskreis, die ich denke, ja, du sein, sich zu affirmieren, ne? Dummer hört oft zu dienen. Und vielleicht noch ein Grund, für was das so ein Tabuthema ist bei den Leuten, die betroffen sind. Die schummen sich oft extrem dafür, dass sie das nicht hinkriegen, ne? Oder so ein starkes Schuldgefühl an Schwatzen, du meinst nicht drüber. Ne? Ich wollte noch etwas sagen. Also ich konnte schon immer viel drüber geschwärzt. Das heißt, ich bin an einem Schaffen, an einem Beruf, wo ich viel mit Leuten zu tun habe und es sind immens viel drauf geschwärzt ging. Das muss ich aber sagen. Und ich konnte auch drüber schwätzen. Ich habe auch gesagt, ja, so hätte ich schon das nie verleugnet, weil die auch gesehen, ich meine, auf einem gewissen Stadium gesagt, die da wie das. Und ich konnte aber immer, für mich wäre das wichtig, auch drüber zu schwätzen, dann nur nicht einfach so, nee, das ist irgendetwas oder so. Aber die Leute tun, wo viel Leute gefroht war, dass der Lolas hat gesagt, nicht gut aus, und hier und da. Und du konntest, für mich, das hat mir auch geholfen, für drüber zu schwätzen, und zu sagen, ja, das ist so, ne? Also es findet ja eine extreme Verzerrung statt, oft bei den Betroffenen auch, die da möchten, dass es für sie kein Thema, also da kein Negativthema. Es gibt eine immense Verherrlichung an der magersüchtigen Szene, wenn ich da mal so darf so, und du gehst dann speziell Internetseite, wo sich da gegenseitig auffeuern. Ich habe Gott sei Dank nur mit diesen Sachen weniger zu dem, für mich war die mega Disziplin, die mich überwältigt hat und die ich immens von tun, für mich her über meinen Körper zu sehen, Kontrolle über meinen Körper zu sehen, und dann habe ich etwas gelesen für dich, und zwar über die Geschichte von der Anorexie. Und es gab früher an den Klöstern die Frauen, die Nonnen, die sich durch eine extrem Askese so selbst geopfert haben, dass sie sich direkt an die Abkehr von der Sinnlichkeit, also von der Sünde, gesagt haben. Das waren damals die gaufen heilige Anorektikerinnen genannt, die eben heilig gesprochen haben, weil sie das gepackt haben, sich über die Läuflichkeit wegzusetzen. Aber nicht darüber nachdenken, dann merke ich, dass aber die Kontrollverlust an dem Moment, wo ich sicher möchte zu sein, ganz, ganz prägnant ist. Und ich fand schön, dass das auch geschwärzt hat, die Affirmation von sich selber geht aus sich dann durch die Krankheit komplett unmöglich. Weil ich nicht mehr sich selber kann sein, da sind dauernd gesteuert von den Gedanken und von einem anderen.
wat mischt ihn dann, wann den Eidel ass an nemmi kann fir sech desideieren, dann ass net mi mündech u sech, dann huet die go kein Kontroll méi iwwer Appppes, weil engem kein tolle ver Liwerem ze gestalten. Soll ihn dann ufenken Ausleser ze sichen oder muss en deicht anecht usetzen? Madame de Boer. Das ist ein gut froh, da das immer unterschiedlich gibt. So, ich meine, das Wichtigste wäre, sich überhaupt mal bewusst zu gehen über die Problematik. Ne? Die sucht ja selber, die hat ganz lang gebraucht. Das heißt mal, die Betroffenen müssen bei sich selber gucken, was das eigentlich bei mir las. Normalerweise, zumindest bei Anorexie, sind es ja oft die anderen, genauso wie bei starkem Übergewicht. Wenn das verbunden ist mit einer Binge-Eating-Störung, sind es oft die anderen, die Druck machen. Und das Wichtigste fand ich, als für die Betroffenen selber mal bei sich zu gucken, also das Not zu spielen. Das ist oft nicht so einfach, weil das, wie Celine schon gesagt hat, immens schambesetzt ist. Besonders bei den Patienten, die Essattacken mit Erbrechen haben oder überhaupt Essattacken. Und das wäre mal den ersten Schritt, den kann ganz unterschiedlich obtreten. Und dann geht es, denke ich, darum, also es gibt Leute, die schaffen das vielleicht auch von selber, geht es auf alle Fall. Aber normalerweise ist es schon gut, auch eng Hilfe zu haben, an sich einen Therapeuten zu sichern. Wir haben glücklicherweise aber May-Therapeuten, die sich damit auskennen, weil schon gerade letzte Woche schon noch mal ein paar so Storys hören, wo ich gedacht habe, okay, da das lo nicht gut gelaufen, auch mal einem Therapeuten, weil da das Wissen gefehlt hat. Ja, und dann geht's darum eigentlich, was schon ein bisschen schwierig geht, weil ich die Frau nicht ganz verstehen, ne? Könnt ihr vielleicht noch mal präzisieren? Wir können nur einfach anders usetzen. Ja. Was kann Ausleser sein? Also das kann multiple sein. ja. Was kann Ausleser sein von einer Essstörung? Ja. Typischerweise. Wir sind, wie gesagt, an der Theorie dann noch. Ja. Ausleser sind, also wenn es wirklich um das Auslösen von dem Verhalten geht, sind ganz oft schwierige Lebensereignisse. Das heißt Erfahrungen, die ganz belastend sind. Das kann ein Umzug sein an einer Stadt. Das kann auch sein, dass die Mädchen zum Beispiel den ersten Freund hat, an sich Sorgen macht, wie das weitergeht, sozusagen, an ob hat attraktiv genug ist, Angst hat, den zu verlieren. Auslöser können sexuelle Übergriffe sein. Gibt einen gewissen Anteil von Patienten, die diese Erfahrung auch gemacht haben. An ganz typisch sind so alle Formen von Übergangssituationen, also wo eine Person an einer Lebensphase könnt. Ganz typisch Pubertät an Adoleszenz, aber auch wann zum Beispiel Leute an Studium gehen. Riesenauslöser war Covid-19. Ja, Riesenauslöser. Also ich meine, 2/3, normalerweise als meine Praxis habe ich so 1/3 Patienten mit Essstörung. Nur Covid-19 hatte ich 2/3 bis 80%. Also das war der Wahnsinn. Ne? Und ja, das sind zum Beispiel Auslöser. Und dann gibt es sogenannte obrechterhaltende Faktoren. Ja, also obrechterhaltende Faktoren kann zum Beispiel sein, dass das oft bei Patienten mit Bulimie oder Magersucht, dass die Vieren schon sozial unsicher waren. Und dann plötzlich etwas haben, wo die gesagt haben, wo sie plötzlich so ein Kontrollgefühl haben oder ein Selbstwirksamkeitsgefühl. Sie haben das Gefühl, wenn ich etwas mache, dann habe ich damit Erfolg. Und da das ein Faktor, den dann dazu fährt, dass die Betroffenen, obwohl sie immer mehr rutschen, nicht abhalten. Ne, das wäre zum Beispiel so ein Faktor. Ja. Das heißt, just eine kurze Rede vor dem, das oft Gefühl, nicht gut genug zu sein, nicht sicher zu sein, seinen Platz nicht zu finden. Ne? Also soziale Unsicherheit an den Eindruck, die froh, sind nicht attraktiv, sind nicht interessant für andere Menschen, spielt oft eine ganz wichtige Rolle. Ja. Ja, also wen eben schon hört, ne, eng Essstörung ist oft das eng
multifaktoriell, den Ursprung aus multifaktoriell, gehen Charakterziehstehe vielleicht ein bisschen mehr oft rümpfend bei Leuten mit Irrstörungen, oft von denen der Perfektionismus oder der Willen, etwas besonders gut zu machen, vielleicht ein mangelndes Selbstwertgefühl oder Selbstvertrauen. Gibt auch eine genetische Komponente. Ein genetisch. Ja, ja. Von denen oft verheft an der selben Familie trägt, der Tisch von eng Mann mit hurt, kann es sein, dass das Risiko beim Kind ein bisschen mehr hoch ist. Soziokulturelle Faktoren spielen sicherlich auch eine Rolle, also wie erwartet wird an der Gesellschaft, wie soll ausgesehen, also sowohl ein Mann wie eine Frau. Also es sind viele Sachen, die können mitspielen. Ich habe nur eine Studie gelesen, dass an den westlichen Ländern bei uns, wo die Lebensstandards hoch sind, Magersucht genauso wie Depression oder Angstzustand relativ verbreitet sind, weil du eben auch das Bild, was muss erreicht gehen, ganz weit gedroht wird. Wir alle auf unseren sozialen Medien immer mindestens ein Vierlach, wie es müsste sein, und das dann nicht zu erreichen, kann ganz tiefgreifend gehen. Willst du darüber schwatzen, was bei dir den Auslöser kennt gewirrscht sind? Also ich gebe mengen den Hauptauslöser bei mir war eben in de sexuelle Missbrauch mit 8 Jahren an der Schule an Dono huet u sech die Ersteung huet doch recht Dono ugefangen. Ich war fir run immer zwar die Griesten an der Klasse, aber ich hatte awer eng normal Statur. Ich war sech nie zu schwer. An do giwech an vermengen, dat ech do wike dat de Stadt 7 Joer kegem gesot hun, et recht mat 15 Joer gesot hun, hunnech einfach die Probleme, woch ja am Ufang überhaupt kun net wust, war de sexuelle Missbrauch wie an dat falsch an dat muss bestroft gin, dat de Stadt fir Mch gehall hun an do awer miss fanne fir ja, wie se de fir Drog aufzelose fir mir Appppes Gutes ze dienen an an engems wäre dawer net gut, dat hege Giers an egal wat Giers an noch hemlech Giers viele Leute ass gun nicht opgefallen an Giwechmengen dat werden Hauptauslöser an och sind 3 Personen gestorben an derselter Zeit, die man ganz no stungen. Werdech och bis haut nach gënnet verschafft hun an ja dann de wieste Landelissee, da bin man verstest okay dat an dat ass dir geschieht, wat müsste lo zielst dat lo engem sis dat dingen Ären an dat huet sech so lang gezun bis 15 Joer 14-15 Joer bis sech du menggen Ären dann e Brief geschrieben hunn a gesot hun ha dat an dat ass mir Demos an der Schul geschiet mam Schulmeester an ja ech sinn der Meinung, dat dat den Hauptauslöser wär. Ech war auch immer den schwimmer feiner freundlich, sind immer open op Leiit zugange och haut nach, aber an engems hatte ich aber auch die andere Seite, dat ich mich zurückgezogen hun méi fir Mch war immer du hin war méger Mam schon nie geholf kachen er backen an ich war nie so mat den Nanner kannner bis ofes nach 10 Auer derbausen voilà, an dat war in bis haut nach en hin an hier bis du nawer 2011 eng Operationun gemerk huet ja. Und welches Usetz kommen wir dann auch noch, wenn ihr als älteren Deel Hölf sicht, was möcht den dann? Und das ist det. Da muss ich, also das Problem ist ja eigentlich, muss ich das richtig finden. Also ich schwätze ja lo nicht von lo, weil ich denke, dass es lo besser ist. Ich denke von der Zeit 13 Jahren, da wäre kein Usatz nicht da. Das gesot gehen, durch als volljährig, die können zum Beispiel, wenn das wirklich schlecht gegangen, ich hätte lo nicht an eine Klinik geruht, wann hat lo nicht do gewollt hat, dann hat wollt das nicht und das hat ein Doktor mal gesagt, ich müsste dann ein mündische lassen, für es können an Klinik zu holen. Das Problem wäre wirklich kein, ich hatte keine Hilfe. Okay, ich wäre auch vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, was das alles wäre.
Aber für du die richtigen Therapeut zu finden, das mega schwer. Und dann als Mom will den da ja auch dann alles machen, so alles mal den, das ist auch komplett falsch. Es muss ihn sichern und muss ihn wirklich gucken, wo es passt. Und da hat man natürlich auch mega Chance, dass man verschiedene Sachen ausprobiert haben. Und eng davon hat super gepasst, dass in sein Körper mal richtig gespielt hat. Das, weil du hast, das nicht mehr du, für den, dass ich so zerbrechlich den überhaupt, dass ich kein Mensch mehr irgendwie, das ist ganz schwierig zu erklären, mir dass ich so schrecklich hilflos hatte ich die Impression. Also als älteren Deel muss ich vu klangem unde fir segen, dat kant genug ist. An dat nimi können nimi die echt Aktion den am Anfang erfüllt an dat nimi wo zu holle muss eng ungelieflech Angst auslesen ich sie kein Mam ich kann net beurteilen schon just wie also den anderen wären drum du gemerkt an oft das dann die Idee mir muss du kontrollieren wie viel het ist wie viel Gramm wohnen et dann ist oder wat immer eng Angst eng Panik du war die auch komplett versteht mir oft mir staat Thema Issen noch méi präsent da geht de Bemol nimmen nach im Dirsen och du he an alles eben auch letal gehen kann ganz gefährlich für den Körper. Ein von denen traditionellen Therapieusatz ist dann effektiv Stationärtherapie, wo es dann, wenn es schlimm ist, eine erste Auffütterung geht. Das ist also ziemlich invasiv, wo ihn dann mal für dich muss beiholen. Und es war auch bei uns daheim der Fokus auf Gewicht, wie viel weißt du dann haut. Und Kilo waren dann einfach das, was ausschlaggebend war. Das Problem ist aber, ihren dabei hole kann muss den Kopf mal hehlen weil das ist das allerschlimmste bei Bescheid kann da die beihält und da könnt ihr beim Kopf sicher nicht nur an hört die ganz sicher ziemlich sehr aufgeholt an den aus der Therapie du aus an Drückfallquote weiß dat schon ein 70% gelesen von denen Leute die stationär gehen herumkommen verkursen dat nicht weil sie nicht die Zeit hatten am Kopf zu hehlen sich stummer das nächste setzen und dann in normale Weh von der Gewichtszunahme hun Madame de Boer, als eng Invasivauffütterung wirklich noch zeitgemäß für den Patient zu helfen, Kontrolle über sich selber trick zu gehen oder ist das aber eine Kontrollabgabe an den Hand von den Therapeuten? Also, das ist kein einfache Froh. Also für dich muss das eng Sache, die für die Patienten und auch für die Familienangehörigen immens schlimm ist, wenn das notwendig geht oder gemacht geht. Aus meiner Sicht ist es aber schon eng Maßnahme, die höllefreich kann, wann sie erstens am Aufspruch mit dem Patienten, Patientin gemacht geht, an den Eltern, an wann es ein gutes Team gibt, was weiß über die Besonderheiten von der Magersucht und dann auch mit denen Leid umgehen kann. Da das eigentlich statt, was oft das Schwierige dort drin ist, dass mir medizinisches Personal hun was sich auskennt mit der medizinischen Seite, aber gut nicht weiß, wie die Patientinnen ticken. Oder Patienten gibt ja auch, ja. Insofern ist das eng Schutzmaßnahme, wenn wirklich schnell mir geht. Aber natürlich sollten andere Sachen versicht gehen. Ja. Ich fühle mich immens schwach gespürt. Ich war immens schwach und es war schwer, die Energie dann abzubringen, für dagegen umzukämpfen. Aber für mehr Energie zu kriegen, hatte ich mehr essen. Das war ein immens delikat Geschichte für sich überhaupt können auf ein Niveau zu bringen, wo ihn stark genug ist, für die Stimmen eine Paroli zu bieten. Mir hatte eine Chance, ich war bei einem Psychotherapeut, den das aber auch nicht so richtig als noch nicht so viel so Fall hat gut geklappt und ich war bei einer Psychomotricienne, wo darum ging, aus die Körper zu spüren und effektiv mal eine Sekunde Aufstand zu kriegen von dem ganzen Kopfkarussell, was meine große Chance war, weil du nun nicht geleiert war der Tisch sich mal an dem Körper zu spüren, wo ihn aus Steve, wie war es bei dir? Was hast du gemacht, für aus dem Kopfkino Christo rauszukommen? Ja, also so richtig haut sinne schon aus dem Kopfkino do raus. Ja, ich geseh mich nach heute ganz ernst hier im Spiegel oder hol mich ernst vor, wie andere Leute mich gesehen. Aber wie gesagt, was mir am meisten geholfen hat, als die Operation damals,
Weil bei Oder dir- wolltest du mich später? Nee, das ist gut. Weil das bei dir wirklich das fehlt ihr immer nee war dass du nämlich gegangen mit dem Rang du hast Rang gesagt ne Nee, e Rang dat gouf fréier gemer dat getaut ist erste Mi Das war klein. Emo beipass. Ja. ich vergiss das man gesund mich und das hat dir geholfen dass du Dat huet wat man mal fit aller eich geholle fort den Hauptproblem net ze beseitege mé opzeschaffen, dat war eben Therapie bei der Madame de Boer. Wo ich eben 3 Joer wär fir eben mal den sexuelle Missbrauch opzeschaffen an du hängt jo nach e ganze Rateschwanz hannen run. An wie dat mal beseitigt wär ja dann wär as noch am Lies an der Schul besser gin, dats schaffe gangen, dats allgemeng alles besser gin to den sie bestört gin mittlerweile wär da geschieht no 10 Joer volle Programm voilà. Me dat huet mech noch immer weiter begleet bis eben 2011 so auf viel Mai 2010 so még Hausdoktor Spemolenkeier hai du kannst nicht so weiter fuhren schwer du ball mittlerweile op 190 Kiloball mir muss nur Apps machen du kannst ein verlängen net mir raus még demolech Frau man nach geholle wenn man auch Sport zum Beispiel konnte ich nie viel machen ebe welle schon so frei iwwergewichte schwer hun eng kneie geleden ich gouf schon of dopréiert ich konnte nie laufen wie wahrscheinlich dir so sprinten oder so mein Kneescheiwe sind immer rausgang so Sachen techt viel Sport konnte ich nie machen fir eben ofzehhöllen a wann ich aufgeholle hun dann ass eng Zeit gut gangen an dann do no hunn Statürbel drum beigeholt. Ich kann mich erinnern, dat Jenkeier durch Depressionen e Medikament krut, wat man fir Depressionen ganz gut geholle hat, méi durch dat Medikament hunn ich am grosse ganzen 30 Kilo zougeholl, durch eng Pëll, die en all overes hëllt. An dat hiech mei ganz Liewe bis lo wär Roprof an irgendwann möchte Kipper dann noch nicht mehr mat. du siehst die Operation hue wirklich geholt Dat wär eng Lächtrettung. Also muss ich ganz ehrlich so den Demo Bypass den ich gemerk hut wodurch eng kleng Motasch gebut gëtt vum Mo muss jetzt nicht am Detail jedenfalls das sech eng Deviation dat Nahrung net so lang am Kierper soll sinn, weil aber natürlich auch den Nodeel hat dat die gut Sachen Vitaminen an D-Weiser an die gut Fetter och nemi können opgeholt gin. Dat heißt, dann huet den immer Mangelerscheinungen der alles kompensieren voilà, ja. Voilà. Bei mir hat den Klickmoment war nicht so nicht an dem Sinne ich hat gemerkt dat stirwen wann ich net geif lo liewen willen an dat war mein Moment wo ich Gott sei Dank eng Sekund krut wo ich Nora war wat Nora missen desideieren schliewerem an die Stimme war de man kurz ruhig an dunnech gebeg ich muss es machen an die Psychomotrician war dun e Goldgriff aus purem Zofall fir dat ze bestärken die Momente wo mo Ruhe stuwen ass wo dem Otme geht wo Yoga geht ganz banal Sachen an de gros Glück waren noch dat ich Materien immer schon viel geschafft hat an du waret on net so präsent an wat die Sach schwer gemacht hat, war dat mich so belastend gespielt huet. Ich war eng Belastung verschied verreen, dass immer nimmer noch doramgangen, es sind net gut do rauskom. Mg Altere net war duhem war immer schwarz, duhem war dat ganz schwierig war. An dünn wie ich het méi gepackt hun Pausen ze kree vun de Stimmen, wo ich méi Rokrit hun méi Nora Zeitkrit hun, wo ich mech kon op Sache fokussieren, de mech passionéiert tun, as het all da ganze bësse besser gang 5 Sekunden Ro am Kap 10 Sekunden Ro am Kap 20 Sekunden Ro am Kap dat klingt ganz banal mit dat war eng immens Erlichterung fir her vu ménger Lach können ze ginn am mat mégem Psychotherapeutummer ich hatte schon Schnecke gezielt an enger Sitzung en Toast gebolt weil ich hatte immens Angst fir Essen ich konnte nemmi essen schon erste Gefahr an de Hummer ze summen den Toast a soviel Deler gemolt dat man nemmi kennt Angst machen an den Achtels Toast war dun okay
an so hun mcht und no an no überlistet krit an immer méi so klengen Deviationen agebaut, dat ich kon Issen. Ich hat nie die invasiv Auffütterung, nie den Zwang méch schon weggeschmissen auf gut Glück mei weder fannnen war eng riskant Geschicht, das Gott sei Dank gut ausgangen. An dem Moment, wo ich gemerkt hun, dass okay, du darfst Issen, geschieht da nicht, du bist auch gut, wannst du es. Das war eine immense Erleichterung an die ganz traurige Moment, weil schon so viel gekrascht und einfach war ich ganz froh zu merken, dass du etwas mich besiegt hat, weil ich konnte losgehen. Distanz von der Kontrolle, Distanz von dem Zwang. Und Madame Janson hat mir damals auch ganz viel geholfen, weil ich war auch bei sie klappen und sie hat mir geholfen, warum ich mehr ursamen Umgang an dem objektiven Umgang beim Essen zu kriegen, weil, noch ein kurz Fußnote für drun, ich war auch bei einer Diäteticianin oder bei einer Therapeutin und die sich nicht beim Thema gut auskennen, die kann ich fantastisch gut anlernen. Weil da kann denen erzählen, dass den noch mehr Giers hat und dass den aber 52 Kilo weit am Platz A feiert sich. Und das ist etwas, was auch immens wichtig war, dass die Leute tut, die wir kennen, die ihr benutzt, wenn ihr an der Dosur dran ist. Die erkennen, wegen Verhaltensmuster nicht gehen. Und da kann ich recht du das schaffen. An dem Sinn wäre es für mich wichtig, als Patientin gehört zu gehen, an dem werde ich so und eben dann auch auf mir ursam Sinn dus geschubst zu gehen mit der Madame Janson. Erzählt von ich wusste von ihrem Mindful Eating Programm. Ich probiere mich kurz zu fassen. Also was ein ganz interessantes Thema. Es geht hauptsächlich darum, vom Kopf bis mehr zurück an den Körper zu fahren. Das wird auch gesagt, dass herrscht Krieg am Kopf. Das Verhalten, also schüss nach eine Diktatur vom Kopf. Der Kopf sieht, wie jetzt hier geht, was jetzt geht, wie viel jetzt hier geht, ob die überhaupt etwas hier geht. Und das ist auch stark Angst gesteuert. Und all die anderen Körpersignale, die einem so dabei helfen, für Decisionen zu treffen, wie ihr essen, was ihr essen, zum Beispiel ein Hungergefühl oder ein Sättigungsgefühl oder auch mal in Funktion von der Lust zu dezidieren. Das fällt ganz schwer, den ganzen körperlichen Teil als ausgeschaltet. Und Mindful Eating ist eine Praxis, eine Hilfestellung für nächste Lehren, den Fokus auf etwas anderes zu lenken, wie Gedanken an die Angst, an der Stadt zur Hilfe zu holen, für sich auf andere Sachen zu basieren, für eine erste Decision zu holen, an erst zurück zu mit Lust essen, Pfannen zum Beispiel. Eben an dem in dem Moment wo Pause erbauen kann, von sich mit etwas anderes, als eine andere Perspektive beschäftigen. Und schon dann, wie ich auch über den Novet noch gedurcht habe, Philosoph Winnicott seine Spieltheorie gedurcht. Und er sieht, dass just am Spiel, wo die Kanner, Menschen, mehr Kanner, wo die Kanner hehlen können. Für was? Sie kriegen einen Spieltag oder sie beschäftigen sich mal etwas am Spiel, sie basteln und sie vergessen du im Moment, denke, was sich rundherum ist. Sie schaffen sich am Spiel einen neuen Zugang zur Welt, den sie gestalten können, wo sie können gucken, was gefällt mir, damit was will ich spielen, was kann ich von mir veräußern, für dass ich wirksam gehen kann aus mir selber. Das heißt, Spiel, also im Moment von Rekreation, von Pause, von Distraktion. Und hier seht, Kanner, die nämlich spielen können, das geht, die sind so dicht am Trauma dran, dass sie wirklich müssen geholfen kriegen, einfach mal auf die banale Spielplatz können zu gehen. Die normale Spieltheorie besieht also, wir sind just Mensch, also der Schiller, wir sind just da ganz Mensch, wo wir auch spielen können. Und wir hatten ein Exerzice gemacht, Madame Janson und ich, mit einer Rosing haben wir gespielt. Ich habe einen Rosing gegessen. Das war so die Sachen, die ich verdrohen. Und ich muss gucken, wie spielt das überhaupt an? Und war nicht darum gegangen, du musst nur ein Rosing essen, aber was für eine Textur hat das auf deiner Zunge, aus der Seis, aus der Butter. Das war immer von spielerischen Umgang am Essen zu erlernen, indem man es erlaubt hat, für aus dem Zwang-Thema Essen rauszukommen. Das war ganz interessant. Und in dem Sinne denke ich, dass es wichtig ist, zu gucken an einem therapeutischen Ansatz oder überhaupt als unterstützend Familie oder Freund Momente zu schaffen, wo es nicht um Essen geht. Wo einfach alles total okay ist, wo ihn an den Arm kann holen und sagen, wo du gefällst mir dick gut, wie du bist. Natürlich packen wir das zusammen. Wo ihn einfach kann sehen, Partner sehen, wo ihn einfach kann sich selber sehen.
Und ich meine, dass es vielen, die betroffen sind, auch darum geht. Ich will aber dabei sein, ich will aber auch gesiegt gehen und ich will auch gut genug sein. Du wennst also wichtig zu wissen, da sind nicht allein. Es gibt Gesprächskreise, unter anderem heu vielleicht auch noch auf andere Plätzen. Es gibt Akteuren an Madame Jansons am Gangen in Reso zusammenzustellen mit Leuten, die sich mit dem Thema befassen. Madame de Boer steht auch auf der Liste. Können da noch vielleicht etwas sagen zu den Leuten, die spezialisiert sind, mit denen Thematiken zu schaffen und die dir an den Lust probieren zu fassen? Ja, das relativ spontan entstanden, ne? Eng Kollegin Psychotherapeutin an ich sehen ob die Idee kommen für doch mal ënner den Psychotherapeuten ënner den Diäteticinnen die Leute zu summen zu sichern, die sich ein bisschen auskennen mit am Thema Irrstörungen an du hast die Idee entstanden für so Reso abzubauen. Es steht noch an den absolute Kanner schon mir mir einfach mal Sondage gemacht an paar Leute zusammengestalt diese Stunden gemeldet und nur dem Sondage für uns im Reso matt zu machen an weil das ein Löschensterne für Psychotherapeuten von Diäteticinnen aber auch Kliniken am Ausland wo sie sich können drauf wenden oder auch hier am Land platzen. Voilà, als echt Orientierungshilfe die sowohl Therapeuten wie Diäteticinnen oder andere Leute können aushandeln für mal eine Orientation zu gehen und Patienten die betroffen sind. Dass den Austausch den einfach wichtig ist, dass ihr merkt, dass ihr nicht lange die Leute, die sind am nämlichsten Fall. Wir können als Erfahrungen teilen und ich probiere noch weiter gerne Bewusstseinsarbeit zu leisten. Ich kann nicht so viel Reso aufbauen, ich kann die Gesprächskreise zum Beispiel in der EWB anbieten. Und ich wollte nur fragen, was meint ihr dazu, wie ihr vielleicht Impulse, Ideen, Fragen, das Mikro also für das Publikum? Johanna, sag mal da. Ich gehe nicht kurz, den ich leider nicht. Also ich wollte just fragen, ob die Reisen da spezifisch noch für Erwachsene sind oder ob da doch noch für Kinder schon am wir sind in der Situation pubertären Alter, will perfekt sein, immer will perfekt sein, und nicht mehr Sport. Und du hast der Moment, wo ich in einer Situation sind, wo ich meinem Mädchen muss erklären und alle Weisen, du musst am Leben nicht perfekt sein und du musst auch nicht auf Pizza verzichten, weil du kannst eventuell 100 Gramm zuholen. Und das sind Diskussionen, die bei uns im Moment halt ein größtes Thema sind. Schokolade, Karamell und Pizza ist No-Go. Aber wo ich mal so mit 13, 14 im pubertären Alter, als das für mich am Anfang auch Lebensqualität können so Sachen. Und ich sehe eigentlich mehr Hilfe für auch dem Kant zu weisen, für auf den Weg zu kommen, dass auch ein Pizza kein richtig Spaß macht und das Leben nicht nur als Sport, und als Druck an der Schule, wird enorm haut als Druck, so eine schlechte Prüfung, die am Ende immer noch gut ist, wo dann auch schon Panik am Kopf ist, nee, 50 geht nicht durch, wo ich dann einfach so, hey, das ist ein Top-Resultat, wo schon beim Kant eng unzufrieden du hast, wo ich einfach mengen als Mom, dass die Reso an der Schule immens den Druck groß geht, weil auch durch die Medienhaut mir einfach immer das überall will besser sein, nicht gut genug sein und ja, weil das eben noch als Salz schwer mischt, wo ihr einfach merkt, wenn jemand einfach mal beschwätzt, dass das einen enormen Druck ist, ja. Also doch ein Reso für Kanada, das ist eine Menge Dinge. Ja, voilà, es sind sowohl Therapeuten wie auch Diäteticiens und Diäteticinnen und auch Kliniken ugin, die Kanner an Schachschulen, aber auch Erwachsene. Das steht auf der Liste dabei, ab wie viel Jahre die jeweilige Person die Leute an Schach schult. Ja. Die löscht das noch online. Wir können die aber teilen. No, oder? Ja. Oder ein Mordwurst eigentlich. Nee. Okay, dann Ich hatte dir so geschickt, gell? dir schreibt Ja. mir so, du schickst mir eine E-Mail, dann schicken ihr sie. So. Ja. Wenn noch eine Wortmeldung, das ist ein bisschen eng gekommen, wir brauchen ein Mikro. Gib mir mal den. Dann gib mal Delo einfach und Ulrike, also Ulrike möchte nur den Mikrodienst, okay? Super. Ich hatte eine Freund Madame Janson. Und zwar hat dir, oder welche Informationen hat ihr sich gemacht, für am Mindful Eating zu formieren? Also ich bin selber Diäteticienne.
Und das halt Bereich mich extrem interessiert. Und wenn da wollte ich mich mal informieren, ob da vielleicht das eine oder das andere, die eine Spezialisation kennt, ja, rekommandieren. Das freut mich zu hören, weil wir brauchen Leute. Ja, schon, also ganz klassisch Diätetik studiert an Spanien und schon sehr gemerkt, dass ich mit Diäten aushändigen bei vielen Leuten wenig konnte bewegen, weil oft das Problem mehr emotional war, weil das sie nicht wissen, wie sie sollten essen. Und dann schon mich du bist schlau gemacht, was ich noch als Zusatzformation Kind machen und du siehst durch eng Kollegin ob den Mindful Eating aufmerksam gehen, eng Yoga-Prof, die sich auch mit der Mindfulness beschäftigt. Und schon gesehen, dann schon eng Formation fand Internet von einer amerikanischer Frau vom Jan Chosen Base, wird das Buch Mindful Eating geschrieben hat. Ich nicht gelesen, hat mir ganz gut gefallen. Und die hat Formationen an Europa angeboten, Mindful Eating Formationen. Und der hat ich da 3 Mat gemacht. Und schon auch so an Kliniken an Deutschland zum Beispiel, die bieten oft Formationen schon am Frankfurter Zentrum für Essstörungen, wo ich eine Formation mat gemacht, in so pur Blick, die über de Joer gin oder auch nach Parklandklinik zu Bad Wildungen bit och so Themen Blick von den sich schlau mischt, geht ihnen vielleicht ob die oder Fortbildungssite gucken oder an spezifisch Klinike, weil zu Formationen anbieten von den oft Sachen. Ja. Okay, merci. Da war eine Wortmeldung, ein Impuls. Nicht direkt, ja. Ulrike, du hast schon den Dienst verpennt. Merci. Ich arbeite am Schulkontext, am CEPAS. Und ich freue mich, wenn ich in Schüler, auch Erwachsenen gesehen, den dünn ist, den ganz dick ist. Wie soll ich die Person drauf ausschwätzen? Soll ich drauf ausschwätzen? Also so wie beim Suizid, soll ich da fragen, hast du Gedanken, dich zu suizidieren? Oder soll ich fragen, hast du eine Essstörung, geht es dir gut? Vielleicht, ja. Also an Schiederin. Also, ich kann ganz gut am Vierfeld, dann gebe ich wohl weiter man an der Börse für mich. Vielleicht kurz noch eng froh, wann dir so ich gesehen, die Person mengt dir lo, dir gesagt sie, dass die Person aus einer Grund bei ist oder dazu, ja. Ich gebe schon drauf ausschwätzen. Das fände ich schon ganz gut, weil die Betroffenen, also da ist ja oft so eine starke Ambivalenz. Ob der enger seid, kann es Sinn, dass dir nicht besonders friedlich behandelt geht. Also das engmäßig geht, an ob der einer seid, aset aber so, dass die Person matt kriegt, die hat aber etwas gesehen und an die schwätzt das un. Und das kann so ein echt quasi ein Fuß an die dir sehen, vielleicht sich zu öffnen, vielleicht etwas zu machen. Insofern, wann ihr opfällt, uschwätzen, sensibel uschwätzen und genau und so und eben frohen, ob es da Schwierigkeiten gibt oder wie der Person geht, das gäbe ihr opfallen, dass sie so entweder untergewichtig ist oder auch übergewichtig, ja. Aber ich gebe, sagen wir mal so, es kommt ein bisschen auf den Kontext drauf und ich gebe nur nicht mal der dir an Haus fallen, ne? Sondern ich meine, ihr müsst erst mal einen Kontakt zu der Person haben, aber das wisst ihr, wann der CEPAS schafft, ja selber. Das muss ihn sensibel machen. Ja. Meistens gëtt ja auch, den se ausschwätzt irgendwie, wann den mat kriegt, gëtt ja auch direkt gesagt, nee, das alles in der Reihe, mir geht es gut. Ne? Also gëtt ja auch ganz oft, auch von den schon gesagt, ich mengen, ich gesehen dat schon noch im Blick oder 4 oder irgendwie gespielt. So Dinge, da gëtt immer gesagt, nee, das alles in der Reihe, mir geht es gut irgendwie so. Also gëtt schon so am Anfang gëtt direkt gesagt, ich will nicht, also bei Innergewicht, ja. Sicher. Dann ist okay, dann kann ihn ja auch noch mal das U-Gebot man, das ist schon wichtig, dass dann als wann dir das so hört, zu so ein okay, ist in Ordnung, schon nimmer gedurcht, wann du mal etwas hörst, wo du willst oder
kannst du immer zu mir kommen, ne? Wann da noch mal Bedarf wir über so etwas zu schwätzen, so in die Richtung. Also ich war auf der Uni, wie das ganz schlimm war, an der Profen aber mal gefroht, ja, ob alles okay ist. Und ich habe noch gesagt, ja, alles okay, alles cool. Aber hat man trotzdem ein bisschen gut geduldet, aber gekümmert hat. Obwohl du heim sich ganz viel gekümmert hast. Mir das war wirklich du nach einkehr so, okay, sind aber nicht lang. Obwohl ich nicht den Schritt gemacht und drüber geschwart mit dir aber ein bisschen geholfen. Du wolltest nicht absolut. Mal für die Frau zurückzukommen vom her, also ich gebe es schon, wie Madame de Boer auch sieht, wichtig fanden, die Person drauf anzuschwätzen, weil auch wenn nicht vielleicht am Anfang, ja, wenn ihn sich vielleicht schummt oder sieht, nee, das nicht, aber wenn die Person aber dann heimgeht, dann darüber nachdenkt, denkt sich aber vielleicht, hey, ich kann aber nur mit dem Edukateur oder mit meinem Chef oder mit der Person nur drüber schwätzen. Ich hätte mir gewünscht, dass Demos vielleicht ein bisschen gefragt hat, hey, hast du vielleicht irgendwie Probleme mit mir oder mit Depressionen, kann ich da helfen? Also ich gebe das, wie Madame de Boer sieht, auch probieren. Also probieren kann ich immer. Ja, besonders wenn ihn darüber nachdenkt, dass es darum geht, wollen aber gesehen, wollen gewertschätzt gehen, können sich selber nicht mehr wertschätzen. Da brauche ich vielleicht die Wertschätzung ein stark von außen, für ihm zu merken, das alles okay, ich kann mich nur in meinem Leben befinden, ich bin gelebt, ich bin gern gehabt, tut mich gern. Und vielleicht also eine Rolle von uns alle Guten als Gesellschaft, so ist zu fragen, was sind denn die Bilder, die man brauchen, sind nicht Business-Leistungsleute oder so einfach okay, weil einfach ich selber also einfach irgendwo mir oft an den Arm geholt dann ich die geil, ich die froh, dass du da bist und komm wir machen etwas zusammen, einfach als Plaisir. Und das fand ich mega wichtig, weil das hat eben mir auch ganz viel Erleichterung beschafft. Ja, also ich sind noch dann eng betroffen Mam, dann muss ich so an wo bei man schwier wär ich fand der Schäfer an der Schul dann de Leiit opfällt. Mir selber hunn immens lang gekämpft gehabt, wo bei Sugung du wäre dann noch mat kalle Face Tregel as fortblief Torsinn ausgefallen, dass sie bei Doktorgang zu den dann mal für dich natürlich geguckt, medizinische Sachen do. Und das hat immens lang gezogen, bis sie hatten mal also bis dünne hat dann ganz flappe Stimme und sei ein Hausdoktor so, man da werdet mag aus sich zu sehen. Also du hast mal also von den Doktoren hier denken, statt du auch viel in dem Dingen, für das überhaupt auf Rot stellen, weil das hat bei ihm auch immens gut gesehen, immens sehr, und dass es wirklich richtig stimmt, weil mir für dich sind natürlich die Untersuchungen gemerkt, was schon da richtig auch gut für mich. Bis dann überhaupt du, also das finde ich auch vermisst und dass du keine Hilfe hast, habe ich wie Gabi da. Weil das war bei dir da wahrscheinlich auch so, was sind Remarken dann, wie du da Hölle voll sicher, was kommt dann du? Also das Problem wäre schon überhaupt Doktoren effektiv von das und dat gemeint, dat könnt sinn huet keine richtig ausgeschwart. Ich schon den Doktor gesagt, es in der Meinung, dass dat an dat kann dat sinn an du hast irgendwie so bisschen opkommen. Doktor wären aber net richtig. Das wäre nicht die richtige Leute. Ich weiß nicht, ob ein Hausdoktor der richtige da. Wir sind effektiv sind ich der Meinung, dass ein Therapeut die sehr kann anstoßen so gehen. Ja, und aber muss in den Schritt noch machen, an den da vorne dabei die kommen. Genau, und das ist das ganz schwierig. Die richtige Person zu finden, dafür ist das mega, was Madame Johnson, was sie da will machen. Ich hatte keine Anlaufstelle, ich hatte keinen Mensch, ich wäre so machtlos, ich wusste nicht, was ich sollte machen. Ich habe Bücher gelesen darüber, für zu gucken, überhaupt, was ist das, was kann das sein? Und wer kennt da, den mir konnte irgendwie etwas helfen, die gesagt haben, hey, mich auch nach der Hand holen, weil, muss ich noch sagen, die Betroffenen, die brauchen auch Hilfe. Also nicht die Betroffenen, die Ungeheuer, die brauchen auch Hilfe, weil wie sollen das da wissen? Wir sind ja kein Mediziner mehr, wo keine Ahnung von dem Dingen. Und du hast ein ganz großes Mangtum eigentlich. Ja, die Vernetzung muss doch mehr stattfinden, die Person, das ist Madame de Boer, die spezialisiert, also genau. Das du die Reso. Genau. Das heißt, du wirst wirklich dann noch eine Schulung, weil nicht die Formation oder Bewusstseinsarbeit durch an den Kabinett, das sind Alarmsignale und das ist nicht einfach Kavaliers.
Delikt vollstört, mit das nicht einfach ein Fass, mit der kann ganz schlimm gehen. Also ich meine, du hast Doktoren effektiv wäsch geguckt, ne? Also wenn den als Mom muss so, man kann nicht da dann da sein, also die man lebt. Ich habe keine Medizin studiert, aber das klar gewesen, ne? Ja, und du hast den effektiv kein Hilfe gekriegt, das stimmt. Und dauert dann auch lang, wann ihn vielleicht auch ein Therapeut findet, sich ein Doktor oder ein Therapeut, haut es das, dann dauert es zu lang. Das ist auch das Problem ein bisschen. Wann, da muss es aber auch, wenn auch den dazu bereit ist, dann ist es nicht für so, ja, an 3 Minuten schon mal ein Rendezvous frei. Okay, ich will just so, das ist auch ein Problem. Ne? Ich verstehe, also ich will doch nicht so, dass das nicht geht, aber wenn dann dem Moment den ersten Schlag soll gemäht gehen, dann kämpft den mal so weit, bis der kein Rendezvous kriegt. E großen Durchbruch Hummer, weil ich meine, das Platz für das zu soen, oder? Dass ab dem 1. Februar Psychotherapie remboursiert wird von der CNS. Ne? Nicht zu 100%, aber das ist wirklich extrem rezent. Das ist ein ganz groß, absolut, das ist eine große Hilfestellung. Mit Und ich hoffe, den dann Zeit wird. ja. Und ich hoffe, dass wir als Diätitinnen da schon notieren, dass wir auch für die Krankheit Remboursement kriegen. Ne? Und das kreiert auch, das ist auch ein Bewusstseinsarbeit. Ja. Aber grundsätzlich stimmt es natürlich. Also auch schon mehr Uruf auf meinem Répondeur. Ne, die grundsätzliche Problematik ist, wir haben auch zu wenig Psychotherapeuten. Ja. Und insofern stimmt das, aber wir haben auch nicht mehr so und so viel Zeit. Ne? Genau. Das andere, was sehr erfreulich ist, es gibt immer mehr Doktoren, die einen besseren Blick oder sogar einen sehr guten Blick haben für die Krankheit, selber drauf kommen, das können sie an auch zum Beispiel mit mir als Therapeutin gut zusammen schaffen. Das war 24 Jahre auch noch ein bisschen anders da. Also da waren auch Einzelne, wo ich ganz gute Erfahrungen hatte, aber ich hatte auch ganz speziell Erfahrungen mit dem Ganzen. Insofern, Besserung ist da und kommt noch mehr in Sicht, ja. Forschung ich habe mich an der Lage bis mir ragelliert für mich doch gut viel zu bereden und nicht nur aus dem früheren betroffenen Perspektiven zu schwatzen. Die Forschung geht auch mehr open, ne? Es gibt noch andere Therapiemethode also gehen da auch viel mehr. Es geht auch mehr individuell da geguckt, das heißt Anorexie, also so seit jeher im Mysterium. Wie kann das sein, dass ihnen sich dem ersten verweigert der existenzieller Grundlage. Und das schon viel darüber geschrieben, wie geht das so schwer, einen Begriff davon zu kriegen. Und eben gerade, weil ich nicht betroffen war, nach ein mehr schwer. Schon aber fand, dass es sich aber mehr darum gemacht, also nicht gesagt, dann das eben die Rolle von der Gesellschaft dadurch weiter zu fördern und darüber zu schwatzen. Und nur wirst du vielleicht ein paar mehr Leute, dass Madame de Beur und Madame Janson gehen, und dass es den Reso geht, und dass es der AFP geht, und der Kanner-Juren-Telefon, den Eltern-Telefon, der Planning familial. Das sind aber schon ein paar Nummern, die ich kann anrufen, wo ich vielleicht einfach mal gehört wird. Die guckt all, also, Madame. Ja, ich fand es wirklich passend, ein Tabuthema zu nennen. Ich bin nicht betroffen. Ich habe aber mitgemacht in einem ganz neuen Umfeld. Und das ist wichtig, dass es Doktor gehen oder Therapeutik für die Betroffenen und die Eltern, die das unterstützen. Ich meine, das Wort ist wirklich wichtig für, also am Grand Publikum erbig zu machen und zu sagen, das ist eine Krankheit oder das sind Krankheitsformen. Ich bin ganz nur dabei, dass das so einfach ist, muss doch schon ihr sein. Und ich meine, ich habe viel Futti mehr beim Betroffenen, weil ihnen einfach drängt an durch kein Verständnis, weil ich nicht kann verstehen, woher das könnte, vielleicht einfach nicht ist. Das ist doch klar, dass zu den Lösung aus ihr sind. Und dann du jemals kein Futti mehr. Und mehr am Grand Publikum dann so, das ist eine Krankheit, an bisschen mehr sensible Drogen und dann platziert irgendwie falschen Drogen und dadurch hab's Futti zu machen. Wir hoffen, dass das nur, wenn der Bussen dazu beigedrohen hat, Sachen ein bisschen zu beschreiben, ein bisschen zu erklären und effektiv, der Wording ist schon nicht unwichtig, weil man mit einer Person schwätzt, die gerade an der Not ist. Bei mir hat das dann Angst gemacht, wenn ich zu mir so, die ist da wohl eine Pizza. Und Pizza ist bis heute noch traumatisierend, weil es immer just die blöde Pizza gegangen ist. Und etwas Pizza, die sollte weisen, dass ich gesund sind.
an so Sachen das ist nicht schlimm, wenn ihr keine Pizza isst. Ich will just sagen, das sind so die Stereotypen, die dann hört, muss das Gewicht tun, die BMI, und dann muss ich so eine Pizza essen, an der Öffentlichkeit, dann ist es gut. Und das ist eben nicht so einfach. Madame H4 hat noch eine Wortmeldung. Ich wollte just auf das angehen, weil Madame sieht, was ich ganz wichtig und interessant fand. Ich meine noch, dass sie muss wirklich die Betroffenen, das ist ja schon ein Problem, dass die Kinder mal da immer gehen. Und ich sehe noch rot, wenn eine Menge Mädchen sieht, hey, da kann man jemand eine Pizza essen, dann geht es schon bei mir die Alarmglocke. Und dann irgendwie ist das auch so, dass du durch mir selber muss ich so eine immense Isolation gemacht haben, dass ich genau weiß, mein Mädchen das gesagt hat, weil ich so dann in einem Restaurant, was dazu beiträgt, dass wir wirklich daheim kochen mit des Oves. Füge das kein Brot ist, geht das nicht spontan over sein Schmier zu essen. Also ich habe die Chance, Grand Frais, 300 Meter, super. Wir sind die beste Klient, immer mit des Oves, gemäß Obst, ganz viel. Aber ich merke schon selber, dass ich Zicken, wenn man Leute evitieren oder so, hat das aber ganz sauber noch froh. Mir so mal dann fängt, oh, du hast aber noch gut gehst oder du hast aber viel gehst. Dann guckt es mir gut. Und da weiß ich schon, oh. Das war doch ein Thema, es ging einfach ein paar Ausdrücke, die gut nicht gehen. So zum Beispiel das Wort, du musst das essen. Oder, ja, vielleicht ist da noch keine Pizza. Das sind so Sachen, das aus seinem Kopf direkt das blockiert. Und irgendwie, ich kann ganz gut immer da umgehen, weil ich ganz genau weiß, wie hat tickt oder wie, ob die Sache reagiert. Was andere unter nicht wissen, ist schon so mal, enger Person noch gesagt, komm einfach, was du nicht weißt, sich dort zu beholen, ja, was fällt dann ab, so einfach eine Pizza essen, da gesehen ich als Mama auch rot, weil ich natürlich mein Kind viel schütze für so Attacken. Ich will aber nicht, dass es sich isoliert für eine Gesellschaft. Und das ist schwer, auch für eben die Leute rundherum, nur mal da umzugehen. Und auch für mich als Mama, wo kannst du so ein, oh, da kocht nicht, und ich meine, dann so Olivenöl, bumm, zack, an den Nudeln, geht nicht, Olivenöl, Schnee, geht nicht, Nudeln ist schon ein schweres Thema, mit das immens schwer, und ich probiere ganz, ganz, ganz viel Geduld zu haben, wie heißt du dann, sie nicht schon am Ende, dann wünsche ich 100, ich gehe mal 100 raus, oder, ja, also das ist auch einfach, und du, wir sind noch effektiver in der Bahn, du musst aber so, du fehlt mir auch ein bisschen, wie man auch schon nur erwähnt hat, die Hälfte, ja, hat kriegt die Hälfte, mehr, auch ich so, aber ich brauche Hilfe, wie ich mit Team umgehen, wie ich zu weit nicht, ich will es nicht drängen, und aber so eine Schale mit, der Obers, Programm bringen, bis Reis, wird es gut sein. Also, ich will es nicht bedrängen, und ich werde doch nicht forcieren zu essen, mir ist aber auch permanent, Thema ist immer du. Innerlichen Druck hast du, und das Thema ist immer du. Das geht mir so, eher man Schule führen, und das, ich gehe nicht mit der Sicher, weil da kein Kantin geht, weil die Kantin ist horror schrecklich, dass ich mal so ein, wenn du zu viel verdient mit gutem Mies oder gesundem Mies, das Kantin gut kein Thema. Mir ich weiß aber auch, dass ich das dort selber nicht nach kann, das ist schon ganz schwierig. Also mir gehen dann in Kantin, mir ich muss ehrlich sagen, dass ich doch noch vermissen, wie ging nicht, den Doktor sieht zwar, die macht das gut, die sieht gute weh, mir ich weiß aber auch, irgendwann muss aber die Normalität kommen, dass wir keine mal spontan an den Restaurant gehen, oder das ist aber nicht da. Wenn ich mal den Europapark fahren, da parken ich Gammel an, und da gehe ich an der Mittelstunde beim Europapark an den Parking Gammel, siehst du mit dem, was das ist. Das ist ja sich auch nicht der richtige Weg. Aber was ist der richtige Weg? Kochen ist alles so, und du so, was auf den Tisch könnt, oder geht es seine Wünsche aber nur? Wäre das für mich als Mann der richtige Weg? Also ich schon teilweise gekocht, und hat heute müssen erst was du auf den Tisch kommst. Ja. Außer wie wir du an einer Fast wären, dann haben wir zusammen einen Plan gemäht, und den Plan aus sich gehalten gehen. Der Plan aus Mittes an Ofes gemäht gehen, und du hast gesagt gehen, wir essen das Mittes zusammen, haben wir das rausgesicht. Mit die darf ich auch nicht ganz abgeben bei der Das ist genau das. Weil sie brauchen eine Stärkschule, Ja. sie brauchen aber auch also das Thema, denn all der ist mega kompliziert, Ja. und es bleibt auch kompliziert, Madame, dazu nicht ich. Nee, das ist so gut. Wenn man da kann, als Mann mengen, ich gehe die ganzen Kompromisse an. Mir setzen nicht mehr aber ganz klar Grenzen. Und ich sage aber ganz klar, okay, wir machen mal jetzt den Plan, und wir kochen da doch zusammen, und dann geht das nicht geändert, weil es dann dabei keine Lust ist, dann essen wir das doch. Also da sehe ich dann aber auch schon, dass ich da probiere, eine Linie dran zu halten. Auch wenn es scheinst du dann innerlich, das ist nicht so einfach.
Das Ich fand das ein super Beispiel. Also kriegen die Leute halt schon mit, wie schwierig die Situation ist, auch an der Familie. Ne? Ich persönlich, also eng sag as dat wiese schon nicht, ob das der Therapeut oder Therapeutin von Ära Durchter matt mischt, dat die vielleicht auch mal matt an Gespräch könnt, an zu summen über so Sachen schwätzt. Ich fand es immer ganz wichtig, dass die Sachen auch ein Stück weit ausgehandelt gehen. Ja, also da das Menge Meinung nur das Best. Und da kann man ja gucken, okay, da gibt es zum Beispiel Verhandlungsspielraum, da gibt es keinen Verhandlungsspielraum und so weiter. Ne? Da das die eng sagt, wann manchmal gibt es Therapeuten, die das nicht machen wollen, dann gäbe es auch eine Möglichkeit, dass ihr bei einem Spezialisten oder Spezialistin, ob der List auch Unterstützung holt. An selber eng Berodung macht, sodat dir einen besseren Weg findet, wo dir mehr ruhig könnt gehen, weil da das sind ja ein Dauerstress, so wie dir das schildert. Und das kenne ich auch von anderen Eltern, das ist einfach ein Dauerstress und immens belastend. Also gebe ich einfach roten, ein von denen 2 Sachen oder vielleicht sogar beides zu machen. Mai geht noch. Das ist gut schon den Heim. Weil ich aber auch noch muss so als freier Betroffenen, dann haben wir also 100 Gramm Bohnen geeinigt. Oh. Und dann ist es darum gegangen, die zu essen. Und das kann ich sich nicht vorstellen, aber das war schon ein mega Kompromiss mit mir selber, die wirklich zu essen, aber ich würde nur zu geißeln, dass ich die gegessen habe, weil ich gehe dann dick. Und das war, den Dick sieht immer, ja, mit das noch nicht genug, du musst noch ein Reisküchelchen essen. Ja, mir ich aber schon 100 Gramm Bohnen gegessen und da wir gar nicht unterschätzen, wie eine Leistung das in dem Moment war, auch mit dem Achtels Toast, du lachst ja schon darüber, der nicht weißt, was das heißt. Das ist ein unglaublich Kurve, dem Moment gegen sich selber zu gehen, gegen das, was die beherrscht, und nicht dann zu essen. Kein Vorwurf gewirrscht, mir just als Verständnis, dass es nicht so einfach ist, auch wenn ich einen Plan hat. Ich hatte den Plan ganz lange von der Madame Chance und hat dick gut geholfen. Und schon mal dick nervös, wenn ich das mehr gemacht habe, aber ich laufe mehr Reis. Aber das war schon eine Überredungskunst im Moment. Aber wenn es da bis gegangen ist, okay, das nicht geschieht, ich kann so weitermachen. Aber das ist nicht einfach. Ich meine, muss ihn auch im Lehren essen, das ist das Problem. Bei einer Task Zopp, dann, also muss ich wirklich, der Körper muss lehren, Nahrung abzuholen. Und das ist immens schwer. Und das ist effektiv auch eine Überwindung und immer ein bisschen mehr. Und das ist eben auch was ganz Schweres, meine ich. Ja. Und da sind wir darum bei, es wird kontrolliert, was ich esse, das ist nicht gut genug, es muss noch immer ein Schritt mehr sein. Und da sind wir immer an dem Teufelskreis dran, nicht gut genug sein, immens kontrolliert, das immens delikat, es gibt nicht Schema X von der Lesung. Die Autonomie mit der Autonomie vom Betroffenen, genauso wie vom Ungehörigen, darf nie zu viel vergessen gehen. Und ich finde das immens respektabel fand. Irgendwann so, meine Mom zu mir, so, ich habe alles gemacht, was ich konnte, das lo und dir. Das muss ganz schwer gewesen sein, ich respektiere das immens. Und du warst aber so, okay, du warst drin, und ich musste für mich kämpfen, obwohl ich nie allein gelassen habe. Und das hat immens viel bewirkt. Ja. Was mir gut geholfen hat, und ich meine, ich wäre aus der Situation akut Bulimie nicht rauskommen, wenn ich nicht stationär. Ich hatte Chance, eben 2 Monate stationär in Deutschland an einer Spezialklinik für Ernährung, wo ich am Anfang gar nicht meinen Platz fand, weil entweder waren die Leute ganz dünn oder ganz dick. Und schon mal gedacht, mit Bulimie, ich habe meinen Platz nicht. Aber das war Rettung aus mengem Alldach heraus schon missen, weil mein Partner hat mir nicht mehr recht gemacht. Ich war wirklich mit einem wirklich nicht mehr zu genießen. Und meine Therapeutin hat zuletzt auch nicht mehr. Die konnte doch gesagt, ich kann ja nicht mit ihm und dann daheim bei ihr alles dezidieren für dich. Ja, und das hat geholfen. Und da war auch dann mein froh, also wie ich dann zurückgekommen bin, ob der Reso, ob das auch eine Möglichkeit für Betroffenen, Gesprächsrunden und so, das war in der Klinik. Am Anfang war ich ganz skeptisch und dachte, oh, Gruppentherapie, was soll ich den anderen dann da erzählen oder mit zu hören, was einer für Werte benutzen, für etwas, was ich empfunden tun oder erlebt tun oder mit mal in einem Körper umgetan haben, dass ein anderer nicht sieht. Und dann war doch schon mal ein Tabu für mich, weil es war ein extrem Tabu
überhaupt für mir selber zu gehen, schon ein Problem. Und ja, das an Schmengen auch bei den Betroffenen, mehr aber auch bei den Familien oder Bekleidung von den Betroffenen, also enorm Gesprächsthema an so Gesprächsrunden mit entweder ganz bestimmten Themen. Ich meine, dass wir auch heute zuletzt beschöllefrei für auch so Erinnerungen zu holen oder auch entweder als freiere Betroffenen können erzählen, was die Mutter erlebt hat, oder eben, wenn ihr noch in einer mehr akuter Phase ist, aber wissen, dass sie nicht allein und muss ich vielleicht auch nicht bis ins Ausland und so. Ja, merci. Vielmals merci für Ihre Wortmeldung. Der Resourcengang abgebaut zu gehen, die Gesprächs... Schon die sicherlich matt an sind total aufverstanden dass es fehlt hier am Land und Gruppe de Parole schon für Betroffener selber mir auch für Familienmembre da selbst werdet am Ausland mehr gött voilà. Mir wird ja vielleicht dann eng stattfanden. Maja, mir hatte ja den ersten Gesprächskreis, wo sowohl als auch dabei war Betroffenen oder Ugehörenden und noch eine Madame, die am Sektor schafft. Und das war eine ganz dynamische Geschichte, war intensiv, schwieriges Thema, aber Leute wollten einfach nicht rumkommen und das können wir gerne weiterführen. Wie gesagt, wenn nach Leute sich malen, das ist keine Therapie, das ist nicht von einem professionell enkadrierten. Ich bin da und schwatzen, wir schwatzen alle zusammen, aber wichtig darauf hinzuweisen, dass keine professionelle Betreuung, du wenn da muss sich an andere Leute wenden, an andere Plätze wenden. Wollte noch eine Person oder war das? Okay. Du Mikro können. Ja, also ich wollte doch noch ein just dort anknüpfen an so, dass ich wirklich mega fand, dass der Tod organisiert wird. Und dass ich auch eben gemerkt habe, dass die Menschen schwer aus, von denen aus dem stationären Setting zurückkommt, an Lützeburg eben, für zu wissen, wie manchmal mein Alltag daheim weiter, also weil Teil eben zu Lützeburg eben wirklich nicht viel geht, wo ihn kann geholfen kriegen und auch dass die ganz fast von wann den halt egal welche Form von Erstörungen hat, wann halt die körperlichen Symptome bekämpft wird sozusagen dann noch Symptomatik nämlich auslebt, also die Menschen schwer trotzdem noch da da eins zu gehen, weil da am Kopf aber bis das war ziemlich lang braucht, bis das es fortgeht und das Leute dann aber oft nicht ja viel Männer aus wie vier drin, also der körperlich natürlich mit am Körper ist halt auch immer do und do fand ich also auch eben noch viel wo zu Lützeburg muss gemacht gehen, das auch von den eng Therapie handelt sich hat, das ist ihr sind trotzdem noch immer nicht einfacher, sondern immer ziemlich problematisch ist und auch von die Körper gesund ist, das am Kopf aber noch immer ganz schlimm sind. Ja, das wie man schon gesagt hat, gesagt, die am Kopf stattfindet, ne? Und dem muss helen, für das die dem große Ganze kann helen, weil ein ziemlich Odyssee kann sein. Mal damit nach einer Wortmeldung. Ich meine, die muss an den Gesprächskreis kommen. Ich wollte just uknipsen, Dit wie du gesot erwähnt, Herr gesot, dass der Haut noch nicht das Gefühl hat von Hungergefühl an, dass das Gefühl noch nicht da ist. Aber wie gesagt, mein Mädchen ist weg stand Tini, das kriegt 14 Jahre, und hat sie immer, Mama, ich weiß gut, ob ich Hunger habe oder wenig genug habe. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn dann ist, dann bin ich erstaunt, weil ich packe die Portion nicht, die hat drin durch, sodass der Appetit richtig gut ist. Mir ist schon aber wirklich das Gefühl, hat viel gut nicht, ob es genug hat oder nicht. Und hat sieht er doch effektiv so offen. Ich verstehe gut, ob ich Hunger habe oder nicht. Aber dann hat auch jemand von der Schule, dann war es so immer so, dann ist es direkt an den Frigo gegangen, dass der ganze Frigo mal gekillt ging und weil es Lust hat. Und dann können die Themen, und dann ist es ja aber von halb eng, bis et ging nie de Tischen besessen, dat geht net am Kap, hat ging nie lo de Tischen wie Tischen das fixiert. Morgens 7, mit dem halb rein, overs 6:30. Also bei dat overs bis wie spät geht, das schon bis Panik do. Mir kennt dat Gefühl enkerem, oder das hat auch immer, weil bei dir so ja Haut, dass das immer noch nicht da, so dass ich mich freue, als das individuell bei allen Menschen ernst ist, oder als das so denke, dass ich sehe, am ganzen Leben spielst du nie mehr, was du Hunger hast, oder? Ich denke, das ist sicher individuell.
Wie sind eher Erfahrungen? Ich gebe so ein individuell. Also normalerweise könnte das Gefühl eng Zeit lang zurückwandert, Irsen tatsächlich normalisiert als an die Betroffenen normales Gewicht tun, also das Gewicht, was eben für ihre Körper normal ist, an wann sie quasi zum Beispiel keine Essbrechattacken mehr haben, falls die vorhanden wären. Ja? Aber dauert, es kann dauern. Und da das ich kenne es Lot aus den Kliniken, da das wann Leute an der Klinik sind, da kann es so 4 bis 6 Wochen dauern. Am ambulanten Bereich dauert es mehr lang. Datei fand ich schon lang, weiß ich nicht, aber das ist eben individuell unterschiedlich. Bei den meisten Gäfischsohn kommt es aber rum. Also du eben hun ich geleiert auch mat am Janson, wie viel sich mein Kipper un wann net Hunger ass, obwohl het nemméi Hunger ass wie regulär. Me da waren eben zidrech, nervös, knadderech, haut das nach knadderech oft dann. An du hunnech geleiert um bisssen Date-Signaler zu deuten. Und dann, wenn ich hunnech genug, am Anfang gebe noch mal Gramme geguckt, war das dann eng Portion, die ich upheile sollt. Hallo hun ich bisschen gefiel dafür. Also ich werde mich wahrscheinlich noch länger nicht überfräsen. Aber ich schon aber lo, also es mir normal gehen, nur es nicht mehr, also das ist schon wie lange hier, 13 Jahre sind halt nur hier. Lo geht es aber schon mehr abgefiel. Das ist das richtig Hungergefühl als effektiv nicht du. Ja, kann sehen, dass das lang dauert. Mein Verlietung in Deel davon als auch, wie ich wieder gesagt habe, dass leiert den Fokus drauf zu setzen, an du hin gucken zu gehen, wie spüren ich mich dann zum Beispiel vor mir, während mir, no mir, wie verändert sich das Gefühl am Mo. Das kann ihn sich unegenen, aber der Fett regelmäßig ziessen, 3 bis 5 Mal den Tag ziessen, das konditioniert den Körper auch für zu denen Zeiten Hunger zu spüren. Das merken wir, wenn man Struktur am Alltag haben und geht immer mittags 12 Uhr essen, dann meldet der Körper auch die Zeit Hunger. Und das ist am Anfang ein Effekt, den ihr wollt, aber Ziel davon ist, von den übt regelmäßig zu essen. Ne? Ja, mit was denken wir gut geht. Ne? Ja, das kann effektiv lang dauern, sie viele Leute aber auch gut schwer rumkommt. Wie du auch siehst, dann lehren sie und anderen Empfindungen, lehren sie, dass Hunger da ist oder Venisierung da ist. Ja, ich hätte eng vor, die bisschen mi bret gefächert, dass also ich fand also Gesprächsrunden wie der Teil fand ich super. Für Erwachsene, so viele Erwachsene, ich mich ist einfach gefreut, als auch vielleicht ugedurcht bisschen an den Lyceen, bei den Jugendlichen, vielleicht sogar Primärschule, ich weiß nicht, bisschen Sensibilisierung zu machen, Prävention, Information, bisschen in die Richtung zu gehen, weil ich meine, sie noch viel Mädchen oder auch Jungen, die vielleicht an die Strudel do rarutschen, ohne vielleicht für drin zu wissen, was das ist. Und ich meine, es gibt ja viel Prävention gemacht, vom Planning familial, von Bisecure, von was weiß ich, ist vielleicht auch irgendwie in die Richtung etwas am Gang oder Kind den undenken, für das alles heute nicht ephemer Geschichte bleibt, für Workshops oder Atelier zu machen. Das ist sicherlich wichtig. Dann kommen heinz do gehen zu Projektswochen an der Schule und da kommen heinz do aufruhen, ne, für ein Klasse schwatzen zu gehen. Ne. Also das ist sicherlich wichtige Sache. Ich meine noch an der Schule den CPC, ne? Ja, an der Schule, ich meine, die machen auch bieten auch vielleicht Gespräche und zu dem Thema. Ja, aber ich meine, das vielleicht besonders, dass wenn du betroffen irgendwie das erzählen zu muss, auch an den Schulen, weil ich meine, wissen viele nicht, was das ganz bedeutet, die Erstehung, aber das Herno und auch für sein ganzes Leben bedeutet. Vielleicht ist es wichtig, dass den so aufmerksam ist, was das überhaupt ist, weil ich denke schon, wie dir so, da sind da viele, die wissen gar nicht, was das bedeutet, was alles du handelt, die gesundheitlichen Probleme, die viele da noch nach kriegen, behalten und wir dort. Ich denke noch, dass das vielleicht keine schlechte Idee wäre. Das also, auch. Der wird ganz selbst zu so, weil beim Mengen durch, dass das an der Schule gegangen, an dem sie in Ernährungskur gehen hun,
den de Kanner erklärt huet, dat du der wie net zuviel, dat du der wie net zuviel, dat du der wie net zuviel. An der Wenkers hat un hemkom an du wollt hat iwwerdriwe gesund liewen. An du war alles Wenker nimi gut. An dann iwwerdriwe Sport an schon och effektiv an der Direktion ugeklemmen an der Schul, dat het schien ass dat de Kanner erkläre wat gesund ass, mit dat sinn awer opfleisch de Kanner muss soen, dat het awer op fichteg ass, da sinn awer Orlo genug Kohlenhydraten an so weiter ist. Weil du bei Eisbänke wirklich so as ëm schon kom an war immens gut propos, dat se ging an de Schule de Kanner auch erklären, wat Folge sinn vun der iwwerdrivener willen. Ich will super gesund leben, ich will okay Fleisch miessen, weil da sind die Dieren, die leiden do an, also um Gottes Willen, ich bin Veganer, Vegetarier, mit die veganen Ideen, die dann do am Kap und drin, das ist alles schlecht, alles aber bis du gemerkt hast, als schlecht. Und schon eigentlich immer bei gesunder Ernährung abgepasst. Mit du kommst so den Klick am Kap, dass das alles, also nee, also Kotanjon, der wie nicht ist, aber das ist die Baby, und dann so Sachen, das wäre wirklich eng super Initiative. Also ich fand das halt noch super. Ich beschrieb auf den Oventeil gefreut, für mal Leute zu begegnen, die auch so Probleme kennen. Also merci, ich bin froh, dass ihr etwas brücht und ich hoffe eben auch noch mehr Leute. Und wir könnten sicher undenken, wie wir das Projekt ein bisschen weiterführen. Wenn da will informiert bleiben, die meisten von euch müssen meine E-Mail-Adresse haben, nora.schleich@ewb.lu. Ich kann dich gerne im Kurs halten, was entsteht oder über den Gesprächskreis. Ich gehe so, wir könnten nach lang drüber schwatzen und nach als Frohe stellen und probieren zu verstehen, was das heißt. Und das soll den auch immer weitermachen. Aber ich bin froh, dass wir so 2 Stunden Zeit haben und sind immens dankbar, dass ihr auch heute gekommen seid. Immense Courage, wie das auch du wahrscheinlich kannst. Und gerne das Feedback auch eine E-Mail, weil für mich war das nur ein bisschen anders. Table rund, meistens so nicht, zieht auf meine Stimme nicht gerade so am Anfang wie heute. Aber ich so nicht vielmals merci, dass ihr da kommen seid. Auch die Lust kann ich gerne teilen. Und bis vielleicht geschwind. Vielmals merci.